Stell dir vor, du bist eine Statue und stehst immer nur stumm da. Dabei gäbe es so viel zu erzählen. Das dachten sich auch 4 Münchner Freunde und gründeten ein Start-up, das Statuen zum Leben erweckt. Also wir müssen jede Menge Fotos machen, je mehr, desto besser. Und wir müssen gucken, dass wir aus jedem erdenklichen Winkel die Statue aufnehmen. Material sammeln im Auftrag ihrer Mission Monument. Hierfür sind Simon, Will, Kathi und Jones heute in der Münchner Fußgängerzone auf Statuenbesichtigung. Eine Idee ist, dass wir die beiden eben verbinden, den Eber und den Wels, dass die aufeinander Bezug nehmen, vielleicht sogar ein Gespräch führen. Indem zum Beispiel der Eber ihn Keukarpfen nennt, um ihn ein bisschen aufzuziehen. Und er dann sagt, hey stopp, ich bin ein Wels, ich bin ein Waller. Und stumm bin ich übrigens auch nicht, weil das ist auch was er ihm unterstellt, er sei stumm wie ein Fisch. Dass Wildsau und Waller ins Gespräch kommen, soll in Kürze eine kostenlose App ermöglichen. Doch das macht gerade noch viel Arbeit. Die Schwierigkeit beim Animieren des Wels wird sein, dass er einen riesigen Mund hat, der eben überproportional ist zu den menschlichen Mündern, die wir sonst animieren. Und wir müssen gucken, dass wir das so natürlich wie möglich hinbekommen, dass es nicht verzerrt. Also wir werden uns da, glaube ich, ein paar Wels-Videos auch anschauen im Internet und gucken, wie die ihren Mund auf und zu machen und das dann versuchen, möglichst realistisch nachzubilden. Auch wenn ab jetzt alles digital weitergeht, bleibt es irgendwo dennoch Handarbeit. Wir haben die Fotos in ein Tool reingeladen, das ist ein Fotogrammetrie-Tool. Und was dann rauskommt, ist hier eine Point Cloud, heißt es hier drin. Wenn wir das dann durchrechnen lassen, entsteht ein 3D-Modell mit allen Details, die der Wels dann hat. Hier sieht man ein anderes 3D-Modell, was wir schon modelliert haben. Das ist der Sigi Sommer. Es gibt 52 sogenannte Blend Shapes. Und das sind so einzelne Animationen, die man jedes Mal einzeln definieren muss für das erstellte Modell. Und die sind um die Augen herum, viel am Mund, weil da passiert das meiste beim Sprechen. Aber es ist auch zum Beispiel der Nasenflügel rechts oder Nasenflügel links ist ein eigener Parameter. Die Augenbrauen. Also wir haben jetzt hier zum Beispiel den Kiefer, der sich öffnet. Ich zoome auch mal ein bisschen heran, dann sieht man das besser. Hier zum Beispiel. Das ist ein Parameter. Das ist einfach, wenn der Unterkiefer nach unten geht. Mittels Gesichtserkennungssoftware können die Animationsparameter dann mit einer Sprachaufnahme verknüpft werden. Ich verbinde mich mal hier. Und dann seht ihr, glaube ich, schon, wenn ich jetzt rede, dass sich der Sigi bewegt. Hi, ich bin Sigi Sommer. Hallo. Mit dem Münchner Schriftsteller und Journalisten Sigi Sommer kann man bald in der Innenstadt plaudern. Testlauf mit der geplanten ersten Statuentour der Mission Monuments App. Jetzt wird mir als erste Statue, die ich besuchen soll, der Sigi Sommer angezeigt und zu dem laufen wir jetzt. Ich habe jetzt angezeigt bekommen, dass ich es gut gemacht habe und dass ich bei der Statue angekommen bin. Und jetzt steht hier, dass ich die Statue zum Leben erwecken kann. Das würde ich jetzt machen. Grüß Gott miteinander, ich bin der Sigi Sommer. Getauft natürlich nicht auf Sigi, sondern auf Siegfried. Aber die Münchner sagen zu mir bis heute, der Spaziergänger. Gerade hat ein Mann zu mir gesagt, den Sigi Sommer, den habe ich noch persönlich gekannt. Der hat sich so stark mit seiner Stadt identifiziert, dass er auch kaum weggegangen ist von München. Er sagt auch in unserer Tour, dass er tatsächlich, wenn er es vermeiden konnte, München gar nicht verlassen hat, auch nicht zum Urlaub gemacht. Und noch ein Münchner Original fand durch Mission Monument die Sprache wieder. Die Schauspielerin und Kabarettistin Liesl Karlstadt. Also man sieht ja an dem Brunnen, der ist total schön geschmückt worden mit Blumen. Das passiert direkt oft. Die Münchner und Münchnerinnen verehren die Liesl immer noch. Ob tiefsinnig oder heiter, bei der Münchner Persönlichkeitentour erfährt man Stadtgeschichte, Lebensweisheiten und manches über das Dasein als Statue. Etwa als Wildschwein in der Kaufingerstraße. Doch noch ist die Augmented Reality zum Teil verschoben, muss Tester Paul feststellen. Es wurde mir halt eine virtuelle Statue angezeigt und ich musste die quasi da so auf das Bild drauf puzzeln. Das war so ein bisschen erstmal Navigation, aber dann hat es gut funktioniert, ja. Ja, Stadtluft macht frei, sagte man im Mittelalter, oder nicht? Aber ich kann dir sagen, hier, mitten in München, bin ich frei von der Angst, gejagt zu werden. Auch die Dialoge sind noch nicht perfekt. Letzte Änderung am Text für Liesl Karlstadt.
Kathi, die Deutschlehrerin, schreibt alles selbst. Ich wollte, dass es möglichst faktenbasiert und authentisch wirkt und dass wir sie aber trotzdem kennenlernen als diese warmherzige und spannende Person, die sie war. Die 3 Jungs betreiben eigentlich eine Firma für Softwareentwicklung. Das Vorhaben, Statuen wiederzubeleben, entstand bei einem Freizeitausflug zur Walhalla bei Regensburg. Boah, das war beeindruckend, imposant, wie viele Figuren, wie viele Büsten es dort gibt. Dann kam irgendwie die Idee auf, mit den Statuen zu sprechen. Beispielsweise mit Goethe, der ein bisschen was über sein Leben erzählt. Und dann am Ende noch sagt, du, geh auch noch mal rüber zu Schiller, frag den noch mal, der hat auch einiges erlebt. Bevor es die App mit der ersten Mission Monument Tour bald im App Store gibt, braucht aber die Liesl Karlstadt noch ihren neuen Text. Die Schauspielerin Barbara Decoy leiht ihr ihre Stimme. Ich hatte ja gerade vorher so mit Depressionen zu kämpfen gehabt und war manchmal gar nicht gern unter Leuten. Aber wenn es so nette Personen waren wie diese fashion Burschen, war es eher schon angenehm. Aus Barbara wird Liesl. Die Münchner Persönlichkeitentour ist damit fertig. Und was das nächste Statuenprojekt betrifft, auch der Wels lernt bereits sprechen. Ich glaube, er ist so ein bisschen, denkt er immer, hat er den Eindruck, er steht so ein bisschen im Schatten vom Eber. Der Eber ist ein bisschen weiter vorne positioniert, der ist sehr redefreudig, der spricht mit vielen. Und ich glaube, er denkt immer so ein bisschen, ich will doch auch was erzählen, ich habe so viel zu erzählen. Und ja, so haben wir uns so ein bisschen die Interaktion auch vorgestellt. Eine App, die zum Rausgehen animiert, die Geschichte lebendig werden lässt und in Zukunft noch jede Menge kreativer Ideen möglich macht.